Herr Kartheiser, auch zu Kerching als CSV, ob das ist nur engem Koalitionspartner hat den Herr Wolter sich schon bei euch gemeldet? Nein, hat sich nicht gemeldet. Herr Wolter hat viel zwischen vier Parteien und hat sich aber noch nicht bei uns gemeldet. Der sieht ja der richtige Sprechpartner da, der überlos das Gemengemandat engmandat. Also schon das Gemengemandat, das mein Wunsch an der Gemenge hat zu Kerching ranzugehen. Ich freue mich sich auf die Aufgabe. Aber wie gesagt, ich meine, dass im Herr Wolter, wie rauszusichern, mit wem hier will eine Koalition machen, nicht der CSV ist bei weitem die stärkste Partei. Wir respektieren da, der Banneband da ist interessiert, fair, wie man da ist zu schwätzen, da sind wir bereit, für mit ihm zu diskutieren. Die einzige Kondition, die den Herr Wolter bislang gestaltet hat, ist, dass den Koalitionspartner mit voller ganzer Bengalin sind, was Diskussionen um den Contournement zu Kerching angeht. Erfüllt die Kondition? Wir haben sie früher nicht erfüllt. Ich will ganz klar sagen, dass wir ganz lange als engagiert hatten als ADR zu Kerching für eine Tunnelvariante, interessanterweise, auf jeden Fall oder eine Überdeckelung von Straße oder Eisenbahn für den Impact auf die Umwelt so niedrig wie möglich zu halten. Wo das Gesetz aber bis gestimmt wäre, haben wir gesagt, wir Gesetz, wir respektieren das Gesetz, wir hätten gerne, dass das Gesetz so umgesetzt wird, wie die Chambre majoritär gestimmt hat, weil Leute zu Kerching werden auf die Contournement. Das heißt, heute muss ich sagen, da ist da nicht Trend für der CSV Position, das nicht alle Partei zu Kerching, die das mitdreht, aber mir auf jeden Fall wir haben okay Problem damit. Den Herr Wolter unterscheidet sich zu anderen Gemengepolitiker aus das Land dadurch, dass eine Koalition mit der ADR nicht explizit ausgeschlossen wird nur die Wahlen. Möchte ich Hoffnung, dass CSV vielleicht doch irgendwann auf nationalem Plan bereit, dass man dich zusammen zu schaffen. Das ist ganz interessant. Wir sind hier ein bisschen an einer Situation von einer Absurdität, und es ging sogar so von einem Mangel an demokratischer Kultur. Es geht nicht hin, wir machen das auf jeden Fall nicht. Also, wir gehen wo vier ran schließen wir die oder die Partei aus. Weil ich meine, da hat den Herr Görgen einen Punkt gemeint, den wir auch denen, die Wählerwille soll respektiert gehen. Der wäre doch bereit, zum Beispiel mit den Linken oder mit den Kommunisten zu koalieren. Ich meine, das ist einfach falsch, wie an der Politik zu sagen, mit dem oder dem will mir gut nicht zusammen schaffen. Das muss nicht an einer Form von einer Koalition sein, weil sie Sachen, die uns mit anderen auch können verbannen und ein punktuell zusammenarbeiten, eventuell sogar an einem höchsten Muss, von der möglich wäre eine Koalition. Aber das ist keine objektive Basis, wie so eine Exklusivreflexion wie CSV oder andere so feiern, weil das beruht ja auf nichts. Das ist ja nicht so, dass wir hier am Land irgendein auch nicht auf der linken Seite oder noch nicht auf der rechten Seite richtig extremistische Strömungen hat. Das gibt es ja hier am Land nicht. Da wie dann so eine artifizielle Argumentation zu feiern, weil das vielleicht auf europäischem Plan gewünscht ist oder irgendetwas, dass das einfach ging so einen döble Verstoß, erstens, was die politische Reflexionsqualität angeht und zweitens, was politische Kultur am Land geht. Leider aber nicht an ihrer Hand, weil die anderen Parteien können ja dezidieren, aber trotzdem, mit wem sie wollen, koalieren, hat dann den Eindruck, dass das am Gang ist zu ändern. Ja, sicher ändert das. Dann hat ganz Europa, ich meine, ganz Europa ist politisch am Blick am Umbruch, du wirst sich 400 Europawahlen noch nicht ganz viel ändern. Ich meine, nur in Europawahlen sind wir in einer ganz anderen Situation. Dabei könnte das geopolitische Umfeld am Blick voll an Bewegung aus der Tisch. Wir wissen nicht, wie das dann ein paar Monate ausgesehen. Auf jeden Fall, wir sehen durch und durch demokratisch und absolut gewollt, mit anderen zusammen zu schaffen. Okay, du trifft mal ein bisschen wasch von der kleinen Lützebäuer Gemengenpolitik, kommen wir dabei die zurück. Auch von der Lokalpolitik natürlich nicht immer zu mit der Nationalpolitik kann vergleichen, während des Gemengewahlen natürlich auch ein Stimmungstest für die Chamberwahlen. Sind ihr an dem Sinn zufrieden mit dem Resultat, Herr Kartheiser? Ja, wir sind ganz zufrieden. Wir haben historisch das beste Resultat bei Kommunalwahlen, was der DR je hat. Ich meine, das muss ich einfach noch streichen. Und ich bin natürlich ganz optimistisch. So viel hat er natürlich auch nicht dabei gewonnen. Wir sind noch eine Partei, die historisch national abgestaltet ist und eben noch nicht so kommunalpolitisch verwurzelt ist wie andere Parteien am Land. Aber trotzdem haben wir für uns das historisch beste Resultat gehabt. Wir haben wirklich viel gewonnen. Ich bin optimistisch. Wir haben Ambitionen. Und wir denken noch ein bisschen an long term. Wir haben ganz klar Ambitionen. Und ich meine, das, was wir an der Kommunalpolitik gesehen haben, das gibt also auch noch mehr Optimismus und noch mehr Kraft. Und wir haben uns ein Ziel gesetzt, ich weiß nicht, direkt klappt, wir wollen mehr stärker wie die Gering auf nationalem Niveau. Und das darüber, wo wir hinschaffen, auch für die nächsten Parlamentswahlen. Ja, für die Chamberwahlen. Das ist unser Ziel. Ob man nur direkt erreichen, weiß ich nicht. Aber es sollen sich Ziele setzen. Und als klare Priorität, als wir wollen mehr stärker
wie die gering bei den nächsten Wahlen. Ob da es gelingt, weiß ich nicht, aber wir werden da hier schaffen. Von den Sonderschwerter guckt muss so Piraten sind Maino run wie dir können doch den Arabslehrer von den Piraten. Nee, also ich meine nicht, dass Piraten als Vorbild sie weder der Kommunikation noch an der Thematik. Nee, wir brauchen doch eigentlich kein Vorbild. Wir haben Themen, die ganz gut kommen bei den Leuten. Wir haben eine Kredibilität an den Themen, die man vertreten, von der Sicherheit bis Familienpolitik, Lützeburger Spruch, Direktdemokratie und so weiter, die man auf kommunalem Niveau vertreten. Nur wir sind kredibel an allem, was man so haben auf nationalem Niveau, eigentlich auch an Umweltpolitik, Energiepolitik und so weiter, dass theoretisch geringe Sujets sind einfach mehr pragmatisch, mehr realistische Lesungen. Und wir werden die Leute proposieren, wie so eine Umweltpolitik ohne Ideologie, mit Pragmatismus und Verstand. Und es sind überzeugt, dass wir da können durchsetzen und Programme machen, weil viele Leute haben es einfach genug mit der Politik gemerkt. Und ein wichtiger Teil von der geringen Politik hat, dass auch die permanent Angriff an Freiheit von den Leuten, an Trittfreiheit und so weiter, auch da wird man einen Akzent. Und der viel durch das Resultat bei den Gemengewahl, wo da zwei Gemengerät beigewonnen wird, par rapport zu den letzten Wahlen, so gestärkt, dass das für realistisch halt ein besseres Resultat zu kriegen. Ja, unheimlich Dynamik an der ADR. Ich meine, das haben wir schon gesehen beim letzten Nationalkongress, wenn der Käuber sich Spitzenkandidat gewählt ging, als wir kriegen unheimlich Membre bei, seit über einem Jahr konstant von Reunion zu Reunion kriegen wir wirklich ganz, ganz viele Leute bei, die bei der ADR kommen. Das ist eine Dynamik auf der Seite, und wir holen die Dynamik und wir werden es an die Wahlen feiern.